Für dich will ich denke, alle guten Wähler merci so, ich meine, wir als Gréng ein relativ gutes Resultat gemacht und ich noch persönlich ganz früh mein persönliches Score. Und da motiviert den natürlich für die nächsten 5 Jahre weiterhin Politik zu machen, am Denkst von den Leuten zu Luxembourg, aber auch für die Leute an Europa. Meine Prioritäten sind die ich für die Wahlen annonciert habe, das echt als Jugendarbeitslosigkeit. Wir haben zu viele Arbeitslose insgesamt in Europa, 23 Millionen, wir haben bald 8 Millionen Junge an Arbeitslosigkeit. Das muss sich ändern, du musst halt Luxemburg-Maßnahmen geholt gehen, wir müssen vor allem auch am europäischen Budget mehr so viel gesehen für eben junge Leute, die keine Arbeit haben, dadurch auch keine Perspektive haben, zu helfen. Und dadurch braucht man auch eine neue Diskussion über wie viel Austeritätspolitik verdreht Europa und müsste man nicht eigentlich echt eine Reinvestitionspolitik machen. Das bringt mich auf den zweiten Punkt, Klimaschutz als für uns als Gréng auch Energiesicherheit. Den Streit, den Herr Putin im Moment möchte gegen Europa und noch viel mehr gegen die Ukraine, aber auch die rezenten Evenemente am Irak, wo ja ein Staat von Herr Bush wollte bei Bomben und mit Krieg warnen, sich am Gang als komplett zu zerschlagen. Das heißt, die amerikanische über die westliche Hoheit, über die irakischen Ölfelder, die werden nicht gehen. Und dadurch ist es ganz wahrscheinlich, dass Öl, aber auch Gas in Zukunft viel mehr teuer wird, aber auch viel mehr knapp wird. Und dafür ist es wichtig, dass wir an Europa mehr Energieeffizienz vorbringen, mehr erneuerbare Energien und dass wir auch eine gewisse Energiesolidarität unter den einzelnen Ländern haben, für eben die zu deponieren, die, wenn der Putin echt machen und der Gas zugedreht gehen, dass wir denen können von anderen Plätzen helfen. Der dritte Punkt ist TTIP. Ich meine, das ist klar, dass die Diskussionen weiterlaufen. Das so, dass wir relativ optimistisch sind, dass ein ganz schlechter Teil von TTIP den Investor State Dispute Settlement, das heißt die extra Schiedsgerichte, die außerhalb von den normalen Gerichten sind und die multinationalen Unternehmen ganz viele Rechte gehen hätten, dass wir die können kippen. Und wir sind noch am Gang, den Match zu gewinnen für mehr Transparenz, sodass all die Erfahrungen, die wir heute in Luxemburg gemacht haben, aber auch auf solchen Plätzen in Europa für TTIP zu einem Thema zu machen, an Europawahlen, dass die hier echt Resultate weisen. Am Europaparlament wird es ein schwerer Match gehen, weil die Wahlen hier sind ganz viel gewonnen, geht auch von Rechtsextremen, Marine Le Pen, aber auch andere Rassisten. Wir sind auch Leute, die hier nicht ganz fernstehen, die eine Gruppe zusammenholen an. Das ist auch so, dass die Kamerun, also die Englisch-Torien, die gegen die Europäische Union an hier weiter Integration sind, stärker sind im Europaparlament, sodass wir müssen gucken, welche Majoritäten das wir zusammen kriegen. Und ich meine, dass auch den wahrscheinlichen Kommissionspräsidenten Herr Juncker einen großen Eintritt hat, für echt nur links, am Zentrum links zu gucken, auch über die Sozialdemokraten raus, weil sonst kann den Herrn nur eigentlich nicht mehr mit der Merkel Politik weitermachen. Und das wäre eine Politik von überzogender Austerität, die uns gerade für Jugendarbeitslosigkeit in Südeuropa nicht gewährte Krise hilft. Soweit, vielmals merci dafür, dass man so viel Unterstützung geben wird. Ich werde probieren, das Beste zu machen.